Und sie hat ihr Emetzer in Sinnen, wenn schreibt, sei auf Englisch, sei auf Jiddisch. Die Nobelkomitee. Nein, wir haben gesehen. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Also ich schreibe es anders mit Prose. Prose ist, ich habe lieb schreiben, ich schreibe Erzählungen. Aber lass mal reden wegen Englisch. Englisch ist anders wie Jiddisch. Auf Englisch schreibe ich schafferische Sachen. Ich schreibe Erzählungen und das ist eine neue Sache bei mir und ich will sie proben, losen drucken ergeht. Und das ist eine pamelige Sache. Und Lieder schreiben allemaal. Man hat, ich habe nicht kein Lehner für sich in die Augen oder in Moyach, wenn ich schreibe ein Lied. Aber ein Prose-Stickel auf Englisch, was wir können verkaufen, sicher. Man darf es vorschlagen, Redakteur, man darf es pitchen, man darf es ausschleifen, austocken, bis es zu circa Forum, was man kann verkaufen, das sicher. Man hat den Redakteur in Sinnen, man hat den Menschen in Sinnen. Ich habe letztens vorgeschlagen, ein Stickel zu Slate, man hat es nicht angenommen, oder ich habe es geprüft anschreiben für den Slate-Lehner. Man hat es also, aber Lieder ist anders. Und sicher, wenn ich schreibe ein Stickel für Vorwärts an Jiddisch, habe ich für sich den Vorwärtslehner. Aber Lieder, ich halte nicht sagen, als Poesie ist anders. Und wie ist es anders? Weil man spielt sich mit den Wörtern. Und in einem gewissen Sinne ist es nicht wichtig, was Menschen meinen. Ich meine, das ist nicht modisch. Modisch heißt ich meine, es auf Englisch heißt the new criticism. Das ist nicht modisch. Modisch ist zu verstehen die sozialen Kontexten und die Gesellschaft. Aber bei mir ist der Ecker, die spielen sich frei mit den Wörtern. Was geht dir, zieh mein Bubble an, was ich schaffe mit den Wörtern. Aber ich bin zufrieden mit den Wörtern. Und von den Wörtern schafft sich etwas allein. Bin ich altmodisch in dem Part.